Beziehungen zwischen Bulgarien und Österreich spielt Kultur eine besonders wichtige Rolle und deshalb freut es mich, dass wir heute innerhalb von wenigen Wochen zum zweiten Mal eine Persönlichkeit ehren, die einen äußerst wichtigen Beitrag für die Kooperation zwischen Österreich und Bulgarien im Kulturbereich geleistet hat. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen an der österreichischen Botschaft in Bulgarien und besonders herzlich begrüßen möchte ich unseren heutigen Ehrengast, Herrn Professor Rumen Nekov, der vom österreichischen Bundespräsidenten mit dem Goldenen Ehrenzeichen für die Republik Österreich ausgezeichnet wird. Bevor wir ihm diesen wichtigen Orden übergeben werden, möchte ich ein paar Worte über die lange und beeindruckende Karriere von Professor Nekov als Künstler, als Regisseur und auch als Professor sagen. Rumen Nekov ist ein klassisch ausgebildeter Musiker an der Violine, aber er hat sich sehr früh dafür entschieden, seine Kreativität und seinen Tatendrang dem Regie nachzubringen. Er hat sich sehr früh seine Sporen, wie man auf Deutsch sagt, im Ausland verdient und unter anderem in Deutschland mit berühmten Regisseuren wie Harry Kupfer oder Ruth Berghaus zusammengearbeitet. In Bulgarien, und das wissen Sie alle, war Professor Nekov an den Opernhäusern von Leben, Stara Zagora und an der Nationaloper von Sofia. Darüber hinaus ist er, und das wissen Sie auch alle, seit langem Leiter des Lehrstuhls an der renommierten Nationalen Musikakademie für Operngesang und Opernregie. Insgesamt, ich hoffe nicht, das stimmt, auf jeden Fall unsere Recherchen haben gegeben, dass er an die 80 Inszenierungen in seiner langen Karriere in den Genres Oper, Operette und Musical zur Aufführung gebracht hat. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil für heute Abend. Professor Rumen Nekov hat sich über viele Jahrzehnte, können wir sagen, als großer Freund Österreichs und der österreichischen Botschaft erwiesen und auch wertvolle Verdienste für die österreichisch-bulgarische Zusammenarbeit im Kulturbereich und insbesondere bei der Vermittlung der Musik gemacht. Er hat viele Publikationen zu Kunst und Kultur in Österreich produziert und auch zahlreiche wichtige Werke österreichischer Künstler auf bulgarischen Bühnen inszeniert. Ich bin nicht in der Lage, alle aufzuzählen, aber ich möchte nur eine der jüngsten Inszenierungen nennen, nämlich die von Wiener Blut, von Richard Strauss. Das war eine der ersten oder überhaupt die erste Kulturaufführung, die meine Frau und ich in Bulgarien nach unserer Ankunft besucht haben und wir waren beide begeistert. Това беше първата постановка, изобщо първото културно събитие, което моята съпруга и аз след пристигането ни в София посетихме и бяхме много впечатлени. Und wie wir auf gut Deutsch sagen, last but not least, möchte ich auch das sehr große Engagement von Professor Nekov für den Wiener Club und den Wiener Ball erwähnen. Seit vielen Jahren ist Professor Nekov verantwortlich gewesen für die Regie und die Inszenierungen der künstlerischen Darbietungen auf dem Wiener Ball. Ich war das erste Mal vor wenigen Wochen beim Wiener Ball und ich war so wie alle Besucher begeistert von den künstlerischen Darbietungen. Abschließend, Professor Rumen Nekov, darf ich mich noch einmal herzlich bedanken für alle Ihre Verdienste für die kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und Bulgarien, Verdienste insgesamt für die Republik Österreich und das ist jetzt der richtige Moment in diesem Augenblick, darf ich Ihnen, und das freut mich besonders, Ihnen hiermit das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich für Verdienste um die Republik Österreich zu verleihen, zu überreichen. Златния почетен знак за заслуги към Република Австрия. Und dazu gehört natürlich auch die Urkunde des Bundespräsidenten der Republik Österreich, die belegt, dass es wirklich der hohe Orden für den Herrn Professor Nekov bestimmt ist. И указа на федералния президент, с който господин Румен Неков се удостоява. Wir dürfen vielleicht anstoßen. Also, nach Frage.
Позволете ми да кажа няколко думи и аз. Gestatten Sie mir, dass ich auch ein paar Worte sage. Изключителна чест за мен е това отличие. Für mich ist diese Auszeichnung Аз eine имам außerordentlich една hohe златна лира Ehre. на Съюза на музикалните дейци. Bis jetzt Ja, hatte das, ich die goldene Lira der bulgarischen Union der Musikkünstler bekommen. Но това, което получавам сега, действително за мен е просто една невероятна чест, защото и преди всичко. Und was ich aber jetzt bekomme, ist für mich tatsächlich eine außerordentlich große Ehre. Идва Vor allem, от една страна, weil ich diese която е една Auszeichnung малка страна, von einem kleinen Land Като bekomme територия, als Territorium. Малко хора се замислят за това, че България е 111 000 квадратни километра. Nicht vielen Leuten ist es bewusst, dass Bulgarien zum Beispiel 1100 Quadratkilometer Fläche hat. А Австрия 83 590. Österreich wiederum 85.000 Трябва Quadratmeter. такси, филмфонатмойци. Genau, 85.580 Quadratkilometer. Добре се подготвя с статистиката. Малка, но велика страна. Световна страна. Ein kleines als Territorium, aber im Weltmaßstab ein großes Land, das eine С Bedeutung славна история. mit wirklich einer glorreichen Geschichte. Съвсем накратко ще влезе в това нещо. Ich erlaube mir kurz auch auf die Geschichte einzugehen. Австро-Угърската империя е била 650 000 квадратни километра. Österreich-Ungarn hatte eine Fläche von По времето на кайзер 650.000 Франц Йозеф. Quadratkilometer zur Zeit von Franz Josef. Ясно, териториите, които обхваща и Унгария, и Чехия днешна, и Хърватска, и Босна и така нататък. Wir wissen alle, welche heutigen Länder im Лично аз много съжалявам, че не е била 800 или 900 хиляди квадратни километра да обхване част от България. Ich bedauere wirklich, dass die Monarchie nicht eine von, sagen wir mal, 850 bis 900.000 Quadratkilometer hatte, so wäre Bulgarien inkludiert ins Gebiet der damaligen Нашето съжаление, убеден съм, знаем, че ние бяхме към територия на един друг райх. Zu dem Zeitpunkt war Bulgarien im Hoheitsgebiet eines anderen Reiches, das auch eine andere Mentalität prägt. Австрия, Виена и въобще това, което е дало на света, няма какво да се коментира. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Über Wien oder Österreich auszuführen, was град, който за шести път беше признат за град, в който най-добре се живее в целия свят. Vollbracht habe. Zu erwähnen wäre vielleicht, dass Wien zum 6. Mal als die Stadt gewählt wurde oder ausgezeichnet wurde. Но искам да завърша моята кратка благодарствена пледуария или речко момиче. Ich möchte jetzt meine Dankrede aber doch zum С думите на един велик българин, mit den Worten eines großen Bulgaren, Христо Ботев, който на кораба Традецки, der, als an Bord auf dem Radetzky-Schiff war, на 17 май 1876 година, am 17. Mai 1876, пише едно писмо на капитана, преди да слезнат на българския бряг. Dem Kapitän ein Schreiben, an den Kapitän ein Schreiben, einen Brief gerichtet hat. Който завършва с думите. Und diesen Brief schloss Христо Ботев mit folgenden Worten. Това ще го кажа на немски. Es lebe Bulgarien. Да живее България. Да живее България. Es lebe der Kaiser Franz Josef. Да живее Kaiser Franz Josef. Es lebe der christliche Europa. Да живее християнска Европа. Желаем от сърце. Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit und alles Gute und möchte euch allen dafür danken, dass wir heute Abend hier zusammen sein können.
И сега веднага да минем към нашата, освен чашата вино, към нашата малка програма. Und wir können jetzt gleich neben dem Glas Wein auch unser Programm genießen. Благодарен съм на артистите от Националния музикален театър, водещите артисти от Ich театъра. möchte mich schon jetzt bei den Künstlern des Nationalen Führenden Musiktheaters, Künstler. den führenden Herzlich bedanken. herzlich bedanken. Съответно на две мои студентки, които са тук от сегашния ми курс и от бившия ми курс. Auch zwei Studentinnen von meinem И jetzigen мисля, че е по-добре да анонсирам цялата програма Емблок. Und es scheint mir, es ist besser, wenn ich gleich zu Beginn das ganze Programm ankündige. На рояла госпожа Нели Станишева. Am Klavier Капелистка. Frau Nels Stanisheva. Ще започнем с една малка, много красива песен от Хуго Волф. Wir beginnen mit einem kurzen, sehr schönen Lied von Hugo Wolf. Verstiegene Liebe. Първоначална любов. В изпълнение на Анита Шишкова. Тя е моя студентка. Frau Anita Schischkova singt, eine Studentin von mir. Веселата вдовица Франц Лехър. Липен Швайген. Прочутия дует. Прочутия дует "Устните мълчат". Да, Нели Нечова и Николай Моцов. Виенска кръв Нина Булт, за която говори господин посланника. Дуета на Пепи и Йозеф в изпълнението на Зоница Дамянова и Александър Мотавчийски. Още веднъж Виенска кръв, прочутия дует на граф и графина Цедоло. Noch einmal Wiener Blut, noch ein Duett. В изпълнение на Боби Спиров и Добрина Икономова. И накрая старафа на усмивките, Лехър, ария на Сучонг, Dein ist mein ganzes Herz. В изпълнение на Николай Моцов. Това е цяло Моето сърце. Цялото ми сърце.
Wohin ich immer gehe,